33. Sonntag am Jahreskreis begrüßen Sie euch aus der Kirche von Hemstel, wo zugleich Kirmes gefeiert wird. Mir war drauf von heute Sonntagsmass. Es singt von der Chorallen Saint-Cécile, Bech, Biver, Hemstel, ein Ensemble von Kantoren. Organistin ist Libby Kramer, Dirigent den Thomas Osborn. Nur der Urgel Entrée Präludium G-Dur vom Albrechtsberger sangen wir Uva Notre Terre von Rimo Anna Kepsimas, Gloria von Kathi Stimmer Salzeder, Alléluia von Thésée, Dieu nous appelle von Lefebvre, Sanctus an Agnus aus der Missa de Angelis, Seigneur Foyer d'amour vom Brutin und als Schlusslied ein Haus voll Glorie vom Moor. Durchel spielt als Sorti Kanzon vom Christian Erbach. Masket gehalten vom Herr Carlo Morbach, Pastor an der Point, Region Echter nach St. Willibrucht.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Ich möchte einen schönen guten Morgen, a Sonntag wünschen ich alle Guten. Wir sind de Morgen heute zu Hemsel an einer Kirche. Eigentlich sollte es ein großes Fest gehen, einerseits zur Ehe von einem Gesang, den dieses Jahr seinen 125. Geburtstag voll feiern, und andererseits als Haut die Hemseler Kirmes. Als Kirchhei hat als Patriner den Heiligen Brixius. Diesen Heiligen ist vielleicht nicht ganz so gut bekannt, aber hier war der Nachfolger vom Heiligen Martin als Bischof von Tours. An einer nicht leichten Zeit hat hier die Leute immer müssen weisen, dass hier ein echter Christ war. Und er hat sich auch gegen so munnig Fake News über seine eigene Person müssen zur Wehr setzen. Durch sein Engagement als Bischof aber hat hier gewiesen, was wirklich sein Weh war. Hier war ein Jung vom Licht, für Wort aus der Lesung von Haut abzugreifen. Hier hat nicht verstoppt an seinen Talenten zum Guten angesagt, an so Botschaft von Jesus Christus gelieft. Über 30 Jahre war hier Bischof von Tours und hat sich so, wie er vorgegangen, den Heiligen Martin angesagt, für die Armen. Und das führt mich zu einem weiteren Uleis. 2016 hat also Papst Franziskus den 4. letzten Sonntag am Kirchenjahr als Welttag von den Armen angefordert. Aber gerade das Jahr an der Corona-Krise weist sich, dass besonders die Armen unter dieser Krankheit zu leiden haben. Wir alle Guten sind wohl davon betroffen, aber die Ärmsten an der Welt haben kaum eine Chance, sich irgendwie dagegen zu wehren und zu schützen. An der Länder auf der südlichen Seite von unserer Erde hat der Virus ein ganz leicht Spiel. Hygienische Maßnahmen, propert Wasser, Lebensmittel und Medikamente fehlen auf viele Plätze. Und das soll uns Haut bewegen, das soll uns abrüsseln, für uns anzusetzen, an den Ärmsten zu helfen. Natürlich merken wir auch bei uns, wie Not das Krankheit ist. Immer nächst fallen Leute bei uns weg, die sich engagiert hatten, weil ihnen an ihrem Entourage mit dieser Krankheit in Kontakt war oder eben selber krank sind. Manche ihn würde mir gern heimgewischt und hat mir das gefeiert. Wir wollen heute ganz besonders auch an all die denken, die nicht konnten kommen, und nun die viel, die krank sind, und nun die viel, die hier ganz Kraft ersetzen, für den Kranken zu helfen. Strecken wir all diese Menschen als Hand entgegen, auf Roma für sie und uns selber, als ein Herr, Sing Hilf. Herr Jesus Christus, du hast uns viel gelieft, wie wir uns an dieser Welt können ersetzen. Herr, erbarm dich eiser. Herr, erbarm dich eiser. Herr Jesus Christus, du hast jede Menge Fähigkeiten und Talente gegeben. Christus, erbarm dich eiser. Christus, erbarm dich eiser. Herr Jesus Christus, du erwartest so von Eis in echt Engagement. Herr, erbarm dich eiser. Herr, erbarm dich eiser. Also Herr Jesus Christus soll sich eiser erbarmen, als Schuld der Sünd von unseren Wegschulden, und so, dass wir zusammen als Maß können, mit einem frohen, properem Herz feiern. Amen. Gloria, Ehre sei Gott und Friede den Menschen seiner Gnade. Gloria, Ehre sei Gott, er ist der Friede unter uns. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an. Wir rühmen dich und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit. Gloria, Ehre sei Gott und Friede den Menschen seiner Gnade. Gloria, Ehre sei Gott, er ist der Friede unter uns. Herr Jesus Christus, des Vaters Sohn, nimm an unser Gebet. Du nimmst hinweg die Schuld der Welt,
Gottes Lamm. Gloria, Ehre sei Gott und Friede den Menschen seiner Gnade. Gloria, Ehre sei Gott, er ist der Friede unter uns. Denn du allein bist der Heilige, der Höchste, der Herr, Jesus Christus mit dem Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters. Gloria, Ehre sei Gott und Friede den Menschen seiner Gnade. Gloria, Ehre sei Gott, er ist der Friede unter uns. Lust mir beten, großen und herrlicher Gott. All Jahr feiern wir den Weihetag von diesem herrlichen Haus. Lauscht auf Gebet von deinem Volk. Hilf weiß, dass wir auf dieser Platz an der richtigen Gesinnung den herrlichen Dienst vollziehen, an der Reichtum von Dinge Gnoden empfangen. Darum beten wir durch Jesus Christus, also Bruder, an eisen Herr. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Thessalonich. Über Zeiten und Stunden, Schwestern und Brüder, brauche ich euch nicht zu schreiben. Ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Während die Menschen sagen, Friede und Sicherheit, kommt plötzlich Verderben über sie, wie die Wehen über eine schwangere Frau. Und es gibt kein Entrinnen. Ihr aber, Brüder und Schwestern, lebt nicht im Finstern, sodass euch der Tag nicht wie ein Dieb überraschen kann. Ihr seid alle Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Darum wollen wir nicht schlafen wie die anderen, sondern wach und nüchtern sein. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist die Kraft meines Lebens. Vor wem sollte mir bangen? Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Nur eines erbitte ich vom Herrn, danach verlangt mich, im Hause des Herrn zu wohnen alle Tage meines Lebens, die Freundlichkeit des Herrn zu schauen und nachzusehnen in seinem Tempel. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Ich bin gewiss zu schauen die Güte des Herrn im Land der Lebenden. Hoffe auf den Herrn und sei stark, hab festen Mut und hoffe auf den Herrn. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Halleluja, Halleluja, Halleluja.
törichte Herr, ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Halleluja, 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 Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der auf Reisen ging. Er rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Talente Silbergeld, einem anderen 2, wieder einem anderen 1, jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste er ab. Sofort ging der Diener, der die 5 Talente erhalten hatte, hin, wirtschaftete mit ihnen und gewann noch 5 weitere dazu. Ebenso gewann der, der 2 erhalten hatte, noch 2 weitere dazu. Der aber, der das eine Talent erhalten hatte, ging und grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr jener Diener zurück und hielt Abrechnung mit ihnen. Da kam der, der die 5 Talente erhalten hatte, brachte 5 weitere und sagte: Herr, 5 Talente hast du mir gegeben. Sieh her, ich habe noch 5 dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm: Sehr gut, du tüchtiger und treuer Diener. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich einsetzen. Komm, nimm teil am Freudenfest deines Herrn. Da kam der Diener, der 2 Talente erhalten hatte, und sagte: Herr, du hast mir 2 Talente gegeben. Sieh her, ich habe noch 2 dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm: Sehr gut, du tüchtiger und treuer Diener. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Komm, nimm teil am Freudenfest deines Herrn. Es kam aber auch der Diener, der das eine Talent erhalten hatte, und sagte: Herr, ich wusste, dass du ein strenger Mensch bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Weil ich Angst hatte, habe ich dein Geld in der Erde versteckt. Sieh her, hier hast du das Deine. Sein Herr antwortete und sprach zu ihm: Du bist ein schlechter und fauler Diener. Du hast gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Du hättest mein Geld auf die Bank bringen müssen, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückerhalten. Nehmt ihm also das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Werft den nichtsnutzigen Diener hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Halleluja, 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 Halleluja. Leeft Schwestern a Brider, war das dat dafür ein Herr? Den tickt jo richtig no kapitalistischem Grundmuster. Singen Dinger gëtt riesig Summe Geld, Talenter, fir ze wirtschaften. Zieht sich da selber zrick, a geht Singer weh. Den Echten an den zweite Knecht verdoppeln hier Reset agin, wie den Herr zrick könnt, bis an den Himmel ran geluft. Den Dritten verstoppt sein Talent a Kridesturno, a netze knapps. Kride beise Fanger gemerkt, a gëtt Schëmmel a Bläss vernannt. Wer das der also viren her? Gesimmer zeremol positiv. Wer doch immer de Mann am Gleichnis fir eng Persönlichkeit hat, ob alle Fall
trauten singen Dinger etwas zu, das muss ich sagen. Den Herr hat ein Vertrauensverhältnis zu denen, die ihm innerstalt sind. Es kennt ihn sich und es schätzt ihn sich gegenseitig, so schenkt es. Vom Herr heischt es, dass er sei gut anderen uvertraut, als ihn Leid auch so erschätzt, dass den kein überschätzt. Er vertraut ihnen sei Vermögen un, weil er ihnen so traut, dass sie damit aus seinem Sinn umgehen an etwas aufhängen. Natürlich setzt das voraus, dass sie seine Perspektive unholen, dass sie nicht nur eigenen Ideen an Gutdünken handeln, aber sich dazu eigen machen, was ihre Chef wünscht, dass sie mit ihm gewissermaßen vibrieren, ob Sängerlin leihen. Und nicht als jedem geseiten Herr dieselben Fähigkeiten, mehr deelt die Verantwortung ab, so wie hier nicht für passend hält. So dass man erwarten kann, dass etwas Gutes dabei herauskommt. Ein klaren Auftrag geht es nicht. Aber gerade du weinst, sind Dinge gefordert. Kreativität ist gefordert, Risikobereitschaft, Mut, Einsatz mit ganzer Kraft und ganzem Herz. Es geht nicht um eigene Vorstellungen, aber darum, dass die Sache von ihrem Herr zu einem möglichst ertragreichen Resultat gebracht wird. Dienst nach Vorschrift geht er nicht durch. Das weiß den Herr streng wie nass, wie von der Reise könnt an die dritte Knecht gut dabei hält, an dem der Marsch bläst. Was Kriterien reprochiert? Nun, konservieren, affrieren geht nicht durch bei den Talenten, die Gott gibt. Weil das ja klar, den Herr aus dem Gleichnis, der das Gott. Was Gott dem Mensch sein Talente als seine Aufgabe gibt, da sollen und dürfen wir auch etwas damit riskieren. So gesagt den Herrgott Menschen, und so können wir uns selber gesehen. Gott traut uns Menschen nicht nur etwas zu, mir alles. Mir wird gene. Sein größtes Uleis ist, dass das Reich Gottes soll ausgebreitet gehen. Das heißt, dass Menschen all Erlesung erfuhren, Erfüllung wirklich richtig leben. Und dass die Welt ein Stück mehr erlest, mehr friedlich und mehr heilvoll wird. Und dafür braucht es Fähigkeit und Engagement. Das ist das unfassbar größte Vermögen, das den Herr hat und das uns übergibt. Gott vertraut darauf, dass wir Menschen aus seinem Sinn mit diesem Schatz umgehen. Wir können uns nicht einfach ausruhen und hier gewährte lassen. Vielmehr sind wir selber wirklich gefroht an en charge. Die Voraussetzung ist, dass auch wir uns Dulleis vom Herrgott zu eigen machen. Nicht Eisenimage, nicht der Prestige oder den Erfolg sind das ausschlaggebend für unser Leben, mir eben das Reich Gottes sich ausbreitet. Da kommt noch mehr zu Eisen, nämlich einem guten Leben. Gott macht sich also von uns aufhängig. Der weiß, wie groß vom Mensch denkt, nicht klein, mehr groß. Wir sind keine Marionetten, wir sind diejenigen, denen hier alles an die Hand geht, worauf es auch könnt. 5 Talente, 2 Talente, 1 Talent. Klar liefern, auch wir sind unterschiedlich. Als Fähigkeiten unterscheiden sich, gerade so als Lebenserfahrung, als Charakter, als Glauben und als Mut. Dafür ist auch die Verantwortung nicht für jeden dieselbe. Nicht eine Lang muss alles schaffen, aber jeder ist für sein Teil responsabel. Aber auch das weist sich. Als Kreativität kann wachsen, weil Gott sich zurückhält. Eisen Ersatz zielt, weil hier sich darauf verlässt. Wir können über die Grenzen herauswachsen, wenn hier uns herausfordert. An die Gemeinschaft von der gläubigen Kirche ist für das ganz verantwortlich. Sei ganz Vermögen hat Gott uns gemeinsam vertraut. Jeder engem nur seinen Fähigkeiten. Das, was Courage macht, ist Bewusstsein, dass ein uns all das ja zutraut. Gott, den dich geschaffen hat, den dich besser kennt, wie du dich selber kennst, den der all den Talente an Eigenschaften geschenkt hat, hier traut dazu, das Reich Gottes zum Wohl vom Menschen von der Welt auszubreiten. Nicht allein, wie zusammen mit all denen hier gerade so vertraut.
Gott ist nicht indifferent eis vis-à-vis. Wir haben ein großes Wü vom Mensch. Mit einem enormen Vertrauen an eis. Hier muss nicht darum gelegen, den Mensch klein zu halten oder klein zu kriegen. Wir hier fordert eis raus, ohne eis zu überfordern. Das ist die eigentliche Freiheit, die wir haben. An Dach aus dem Jesus darum gelegen, dass wir verstehen, wie echt die Sache aus im Detail geht. Ein Scheck ist nie auszuschließen. Wir wollen also ganz bei der Sache sein, mit wirklichem Ersatz an alles gehen, weil wir überzeugt sind, dass es gut und notwendig ist. Intrigant ist der Vers von dem dritten Knecht. Die ersten zwei Wirtschaften mit ihren Talenten reich belohnt. Wie beim dritten Knecht, so wie beschrieben wird, könnt ihn als Nolausterer vom Gleichnis auch Matlied kriegen, als ich irgendriver, dat den so streng vom Herr behandelt und malträtiert wird. Der Knecht gibt ihm ja einfach sein Talent zurück, ohne Investiment an Ertrag. Sein Problem war, und das geht ihm so, hat Angst vor dem Herr. Nur dass sich Bild gedroht von einem Herr, den straft. Und das tut ihn gelähmt. So vergrieft sein Talent, für so keine Fehler zu machen. Will doch alles in der Kontrolle behalten, dafür bleibt er drauf sitzen, wie ein Kluck ob den Ehr. Will nicht hiergehen und nicht riskieren. Hat weder Vertrauen an sich noch an die Wirklichkeit. Und das geht ihm zum Verhängnis. Sei Klangmut. Und da kann ja auch dann nicht Gescheites dabei herauskommen. Das, wie wenn der Jesus euch so will, wenn der so ein angstbesatten Gottesbild tut, dann ist er Leben los schon ein Qual, dann ist los schon heulen und Zähne knirschen. Aber wenn du alles kontrollieren willst, an absolut Sicherheit willst, da gerät alles außer Kontrolle. Wenn du dich an dein Schlägenhaus zurückziehst, das feiert dann die Isolation und letztlich an Katastrophe. Wenn du ja keine Fehler willst machen und dann nicht zutraust, dann ist ungefähr alles verkehrt. Liebe Mitchristen, das Gleichnis lässt uns nicht kahl. Es provoziert uns, nachzudenken, zu handeln und eventuell auch uns zu irren. Wie vielleicht will Jesus uns viel demonstrieren, dass die Attitüde, alles am Griff zu haben und nicht zu wollen, absurd ist und zu nichts fährt. Aber sicher will er uns den Weg vom Vertrauen lehren. Vertrauen an Leben, Vertrauen an die Wirklichkeit, an all die Möglichkeiten, Vertrauen an uns selber und an das, was wir fertig bringen. Dafür Courage, da wieder. An dir sticht vieles dran, mach etwas draus. Los dich nicht klein kriegen, halt durch steif, implizier dich, aber wenn ich glift, keine falsche Bescheidenheit. Lektion von der Geschichte, die auf dem nur das sind, liebe Bruder, liebe Schwester, erforsch mal ganz konkret, was für Talente das du hast, ersetze im Gottes Willen an. Was anders sticht, bring ans Spiel, loset nicht Bruch leihen, weil du hast Verantwortung für das, was Gott da geschenkt hat. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gott steht auf der Seite von denen Armen an Heiertier trufen. Wir solidarisieren uns mit ihnen abierden. Für die viel, die nicht das Nötigste zu viel zu leben,
weil andere die Gove von dieser Erde egoistisch für sich beusprochen. Rissel dei Reich ob, hier Brot mit den Armen zu delen. Herrgott, heia eis. Für all, die u Christus leben, dass sie wie die Christen ihre Glaube leben, an dem sie Herr Gider mit den Armen delen. Herrgott, heia eis. Für die Kirche an unserem Land, die am Vergleich mit den Kirchen an andere Länder reich ist, dass sie sich besonders den Armen an aller Welt verpflichtet fühlt. Herrgott, heia eis. Für die Politiker bei uns und auch weltweit, dass sie sich für die Korruption hiden und für allem das Wohl von den Schwachen an der Gesellschaft am Ahn haben. Herrgott, heia eis. Für die viel, die eis am Tod verlost haben, die un Hunger an Armut gestorben sind, die kein Licht am Leben erfuhren haben, an uneis Freunde und Bekannten, die mir vermissen. Herrgott, heia eis. Pap von allen Menschen, du lässt Brot für eis all ob den Tisch, du versuch mir dir merci. Los eis das Brot gerecht an eierlich stehlen mit allen, darum beten wir dich durch Jesus Christus, eisen Herr. Amen. Lasset uns beten. Heiliger Gott, wir gedenken des Tages, an dem du dieses Haus zu eigen genommen und mit deiner Gegenwart erfüllt hast. Nimm die Gaben an, die wir an dieser Stätte darbringen, und mache auch uns selbst zu einer Gabe, die dir wohlgefällt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott.
Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Zu deiner Ehre wurde dieses Haus errichtet, indem du deine pilgernde Kirche versammelst, um ihr darin ein Bild deiner Gegenwart zu zeigen und ihr die Gnade deiner Gemeinschaft zu schenken. Du selbst erbaust dir einen Tempel aus lebendigen Steinen. Von allen Orten rufst du deine Kinder zusammen und fügst sie ein in den geheimnisvollen Leib deines Sohnes. Hier lenkst du unseren Blick auf das himmlische Jerusalem und gibst uns die Hoffnung, dort deinen Frieden zu schauen. Darum preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit allen Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Weihetag dieses Hauses, an dem du es zu eigen genommen und mit deiner Gegenwart erfüllt hast. Durch Christus, den Herrn und das Haupt der Kirche, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn, Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank. Er brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch. Er dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar.
Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Brixius und dem heiligen Willibrord und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Liebe Christen, eng von den großen Versuchungen, denen wir halt mal nur gehen, da das eisliederisch geht. Wir haben viel mehr ein grosses Potenzial wie das, was wir dax nur bausen weisen. Lass mal dafür lo, auch mit großer Zuversicht am Gebet, dass Jesus als gelehrt wird, drum frohen und führe uns nicht in Versuchung. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der soziale Frieden an dieser Welt ist immer nicht Gefahr. Die Mächtigen und die Einfluss haben, stellen diesen Frieden immer nicht auf Ruhe. Dachs gehen Menschen zu Opfer von Gewalt, sie gehen ausgebeut, verdrieben. Sie verlieren all ihre Lebensgrundlagen. Die wirkliche Frieden kann immer von Gott kommen, und auch dann, wenn wir helfen, diesen Frieden an die Welt heranzubringen. Wünschen wir uns gegenseitig den Frieden von Gott durch einen freundlichen Blick, ein Gest von Liebe und Gutheit. Der Friede von unserem Herr Jesus Christus sei mit euch all. Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach,
aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Ihr seid Gottes Tempel und der Geist Gottes wohnt in euch. Der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Lasset uns beten. Herr unser Gott, am Weihetag dieser Kirche haben wir das Opfer des Lobes dargebracht. Mache diese Feier für uns zur Quelle der Gnade und der Freude, damit deine Gemeinde im Heiligen Geist zum Tempel deiner Herrlichkeit wird. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Den Reichtum seines Segens schenke euch der Herr des Himmels und der Erde, der uns versammelt hat zum Weihfest dieses heiligen Hauses. Amen. Er hat Christus zum Eckstein seiner Kirche gemacht, euch füge er darin ein als lebendige Steine. Amen. Der Heilige Geist wohne in euren Herzen und mache sie zum Tempel Gottes, damit ihr einst wohnen dürft im himmlischen Jerusalem. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet in den Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.
Wir haben Kirmesmass gefeiert an der Kirche zu Hemstel. Den nächste Sonntag überdrom Mass von Irpelding ob der Sauer. An los schalten wir zurück an den Studio.